Ich war vor einer Woche an einer Tagung zum Thema Freiheit. Und die Sitzordnung war so, es sind alle an einen runden Tisch gehockt und am Ende von diesem einen Vortrag zum Thema Freiheit sind wir in Gruppen geschickt worden mit der Frage, die wir beantworten in der Gruppe: Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig frei gefühlt? Und dann ist jeder an drei gekommen und musste erzählen, wann habe ich mich zum letzten Mal richtig frei gefühlt oder wann fühlst du dich wirklich frei? Ich habe das gar nicht so einfach gefunden zum beantworten. Und mir ist etwas in den Sinn gekommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das in dieser Runde sagen darf. Und als ich dann dran kam, habe ich es dann einfach gesagt. Das letzte Mal, oder wenn ich mich wirklich frei fühle, ist, wenn meine 3 Kinder alle im Bett sind und schlafen. Und alle, die kleine Kinder haben, in diesem Alter, meine Kinder sind alle 3, 2 und 0, die können vielleicht nachvollziehen. Genau, wir sind schnell gewesen, wir haben 2 Corona-Babys gezeugt. Aber das ist nicht das Thema. Die wissen, Kinder haben und ins Bett tun kann eine anstrengende Sache sein. Das ist nicht so easy. Ich weiss, wenn ich um 5:30 am Abend ungefähr heimkomme, dann weiss ich, es ist Vollgas. Es ist Programm, meine Kinder wollen alles von mir. Sie wollen raufgumpen, dann geht es darum, das Nacht bereit machen. Man muss alles putzen, die Küche machen, man muss Windeln wechseln, man muss Zähne putzen, man muss sie in den Schlaf rein. Das ist gute Nacht sagen, noch beten, Geschichten erzählen. Und dann, wenn du Glück hast, schlafen sie dann langsam und es ist 8:45. Und oft ist es dann so, dass wir komplett erschöpft auf dem Sofa sitzen. Genau, wenn du keine Kinder hast, du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Aber das kommt auf dich zu, wenn du mal Kinder hast. Meine Frau und ich, wir haben gesagt, wir wollen einmal pro Woche so eine Ehe oben machen, wo wir einfach Zeit zu zweit haben und einfach austauschen, mal ein bisschen investieren in unsere Ehe und so. Und oft ist es im Moment so, an so einem Tag hocken wir dann um 8 Uhr aufs Sofa und denken, was machen wir heute? Komm, wir schauen einen Film. dann schauen wir einen Film oder schauen aufs Handy, was auch immer. Ich bin nach 2,5 Stunden immer komplett platt und denke so, hey, meine Frau macht das den ganzen Tag. Und ich mache es 2,5 Stunden pro Tag. Und ich bin platt. Und einfach an dieser Stelle mal an alle Mütter zum Muttertag, herzlichen Applaus, ihr leistet Grossartiges, wirklich, ihr leistet Grossartiges. Und es hat einen ganz speziellen Oben gegeben. Am Donnerstagabend vor 2 Wochen hat meine Frau seit langem wieder mal abgemacht am Oben. Das heisst, ich war allein mit den 3 Kindern. Und ich habe gewusst, wenn ich all meine 3 Kinder ins Bett bringe, habe ich einfach einen Oben für mich allein. Und das war so ein spezielles Gefühl gewesen. Und das ist so ein Gefühl von der Freiheit gewesen. Ich dachte, wow, ich allein kann machen, was ich will. Das heisst, ich habe die Kinder so schnell wie möglich ins Bett gemacht, Zähne geputzt, Windeln gewechselt, alles Mögliche oder Geschichte erzählt und so weiter. Oder? Und dann habe ich meiner Tochter gesagt, der Timea, gesagt, hey, morgen gehen wir in den Zolli am Morgen. Und wenn du jetzt ganz schnell einschläfst, dann geht es mega schnell und du bist morgen fast schon im Zolli. Oder? Und das hat funktioniert. Sie ist einfach ruhig gewesen, hat sich nicht mehr gemeldet. Oder? Und dann sind alle Kinder weg gewesen. Meine Frau war außer Haus gewesen, und ich war alleine daheim gewesen. Oh, und das hat sich so gut angefühlt. Ich dachte, was mache ich jetzt mit meiner... Und dann bin ich mal aufs Sofa gehockt und habe mein Handy vorgenommen und habe mal mein Handy angeschaut. Oder? So, machen wir halt so, oder? Ich weiß nicht, auf welchen Apps du so unterwegs bist, wenn du nichts zu tun hast. Wenn ich Insta, Facebook und so. Bei mir ist es YouTube. Ich kann stundenlang auf YouTube verbringen. Die haben alles, was dich interessiert. Das ist unglaublich. Und wenn du mal nichts mehr weißt zum Schauen, dann sagen sie dir, was dich interessiert. Und es gibt ja noch die Shorts oder so wie TikTok. Du kannst einfach ein dummes Video nach dem anderen schauen und durchswipen. Und wenn du das gemacht hast, dann habe ich Nachrichten gelesen, oder? Für all meine Apps, die ich zu Nachrichten habe. Dann habe ich noch die E-Mails gecheckt, noch Telegram angeschaut und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ich sollte schon vielleicht etwas Sinnvolles machen an meinem freien Abend. Dann dachte ich, komm, ich schaue einen Film. Oder ich schaue einen Film. Bin ich auf Netflix gegangen. Dann hatte so eine grosse Auswahl an Filmen, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Und wenn ich über 20 Minuten habe ich gesagt, komm, ich gehe wieder auf YouTube, die wissen, was ich will, oder? Wieder auf YouTube, wieder zurück, check, Shorts und TikTok und alles, was es dort so gibt. Und am Ende von dem oben bin ich dann ins Bett und habe mich gefragt, ist das jetzt wirklich erfüllend gewesen, da oben? Habe ich jetzt alles und ich bin eher ein bisschen depressiv ins Bett gegangen und dachte,
ich fühle mich nicht erfüllt und auch nicht wirklich erholt und ich fühle mich einsam. So, ich hätte lieber mit einem Kollegen abgemacht, oder? Und dann habe ich gedacht, es ist ja niemand da, ich bin allein, oder? Und gut, wer wohnt schon in Ormelingen, oder? Das ist niemand, aber das Teil, der Ralf hat es vor 2 Wochen gesagt, laut einer Studie schauen wir im Schnitt 220 Mal auf das Teil. 220 Mal. Und unsere Screentime ist irgendwie bei 3,5 Stunden oder fast 4 Stunden. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden du pro Tag am Handy bist und in das Teil reinglotzt. Aber ich möchte dich mal fragen, wann ist das letzte Mal gesehen, wo du in einer Pause einfach mal nichts gemacht hast? Und einfach mal wahrgenommen hast, was ist. Wo du nicht dein Handy gezückt hast. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das Teil nicht habe, wenn das jetzt ein bisschen zu weit weg ist, gut, ich arbeite auf dem Teil oder ich bin den ganzen Tag an dem Teil, ich fühle mich nackt fast schon, wenn ich das nicht dabei habe, wirklich. Aufs WC gehen ohne Smartphone ist etwas das Gleiche wie ohne WC-Papier aufs WC. Es fühlt sich falsch an, du musst wieder raus und das holen, oder? Alle Männer wissen, von was ich rede, gell? Es gibt einmal eine Zeit gegeben, wo wir die Dinge nicht hatten und es ist unvorstellbar, dass wir das mal so hatten. Und heute sagen wir fast schon im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Smartphones. Oder? Das ist wie unser, ich sage es mal ganz provokant, ein Rauschmittel geworden. Es ist ein Ort, wo wir flüchten können, wo wir Ruhe finden wollen, wo wir Freude und Kontakt finden. Und es ist ja nur ein Klick weg, aber das Problem ist, in dem Teil finden wir nicht wirklich Ruhe und nicht wirklich Freude. Es wird so das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, oder wenn eine Notification losgeht, wenn jemand etwas kommentiert, wenn dir jemand ein Mail geschrieben hat oder was auch immer. Ist wieder ein Glückshormon, aber es macht dich nicht wirklich nachhaltig glücklich, sondern abhängig. Das ist erwiesen heute, dass das so ist. Und wir sind in einer Zeit, wo wir noch nie so connected sind mit der Welt und gleichzeitig so einsam und so kontaktlos unterwegs. Als ich diese Predigt-Serie vorbereitet habe, mir überlegt, wie gestalten wir diese Serie, ist mir das Bild, das eingeblendet ist, in den Sinn gekommen. Das ist ein Bild von Michelangelo, die Erschaffung Adams. Das ist in der Sixtinischen Kapelle in Rom an der Decke oben gemalt. Und das Bild ist mir in den Sinn gekommen und gesagt, das müssen wir als Design nehmen, weil es zeigt den Moment, wo Gott auf der rechten Seite den Adam erschafft und ihn berührt und in dem Moment, in der Berührung, im Kontakt, das Leben schenkt. Es ist der Moment, wo der Adam erwacht und erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, mit der Lebenskraft und Gott schenkt ihm das Leben. Und ich habe gedacht, ich bin so froh, ist der Adam nicht erschaffen worden im Zeitalter, wo es Smartphones gegeben hat. Weil sonst hat es so ausgesehen. Wie auf unserem normalen Design. Tobi. Tobi, jetzt klicken. Das hat so ausgesehen. Das hat zu mir geredet. Der Adam schaut weg. Gott möchte ihn berühren. Gott möchte Kontakt mit ihm das Leben schenken. Aber der Adam ist irgendwie abgelenkt und nicht bereit für die Begegnung und die Berührung von Gott. Und ich habe das Gefühl, die Parodie von diesem Bild bringt unsere Zeit, wie sie ist, ein bisschen auf den Punkt. Weil Gott ist uns nicht fern. Es ist vielleicht 1 Zentimeter entfernt. Gott ist uns nicht fern. Wenn du siehst, die 2 Finger sind gar nicht weit auseinander. Gott ist uns nicht fern. Es braucht nicht viel, dass der Kontakt hergestellt wird zwischen Gott und einem Mensch, dass das Leben, die Ruhe, der Friede von Gott auf uns Mensch überspringt. Aber wir verpassen das oft, habe ich das Gefühl, wenn wir abgelenkt sind. Und nur, dass ihr mich richtig versteht, ich bin nicht gegen Smartphones. Das ist ja gut und recht, oder? Das ist viel Gutes entstanden durch das und vieles möglich geworden und so weiter. Ich sage das nur, weil ich nicht möchte, dass wir am Leben vorbeilaufen, weil wir in das Teil hineinglotzen.
Und ich rede gar nicht nur vom Handy, es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die das könnten ersetzen in deinem Leben. Vielleicht bist du jemand, der gar nicht so oft am Handy ist, oder? Vielleicht ist es die Arbeit, du flüchtest dich in die Arbeit. Vielleicht bist du gar nicht viel am Handy, aber du schaffst sehr viel und du verpasst die wichtigsten Menschen in deinem Leben, die Gott dir geschenkt hat. Deine Kinder, deine Familie. Vielleicht flüchtest du dich ins Gamen. Vielleicht bist du jemand, der einfach nichts machen kann. Ist das so? Ja, einfach mal nichts machen. Einfach mal. Wenn es eine Pause gibt, muss man etwas machen. Muss man aufräumen, muss man das. Aber einfach mal nichts machen, oder? Vielleicht bist du nicht am Smartphone, aber du gehst auf Ricardo und holst dir die neuen Kinderkleider für ein Schnäppchen. Und es ist die Zeit, oder? Wir füllen die Zeit. Vielleicht ist Sport, was auch immer. Schau, ich merke, wir sind in einer Zeit, wo wir abgelenkt sind. Und ich habe wie für mich entschieden, jetzt ganz persönlich für mich, meine Kinder sind 3, 2, 0. Ich möchte das Leben meiner Kinder nicht verpassen. Ich möchte nicht verpassen, wie sie aufwachsen und dann irgendwann sind sie 4 und ich habe es verpasst, weil ich irgendwie am Handy gesehen bin. Ich meine, das ist absurd, oder? Das ist absurd. Ich komme heim, wenn ich mir nicht bewusst sage, wenn ich heimkomme, so, jetzt bin ich daheim, jetzt stelle ich mein Handy beim Eingang an und jetzt bin ich da für meine Kinder. Dann ist es absurd. Dann lenken mich meine Kinder ab von meinen digitalen, wichtigen Kontakten, die ich jetzt pflegen will. Oder? Ist ja absurd. Die wichtigsten Menschen, physisch vor Ort, stören mich, weil ich gerade etwas da, weil jemand etwas geliked hat. Ist ja absurd. Ich muss mir das wie bewusst auf die Seite legen und sagen, stopp. Und was auch immer dein Handy ist, vielleicht ist es nicht das Handy, ich habe ein paar Sachen aufzählen, vielleicht ist es etwas anderes. Ich möchte, dass du dir das einmal in den Flugzeugmodus stellst. Du mal dein Handy oder was es auch immer ist, pausieren. Und lass dich ein auf das, was ist. Auf die Menschen, die vor dir sind. Auf Gott, der nicht weit weg ist von dir. Gott ist ganz nah. Es braucht nicht viel und er ist da. Ich möchte eintauchen in eine Geschichte aus dem Alten Testament vom Jakob. Er hat Gott erlebt, oder anders formuliert, Gott hat einen Kontakt gesucht und sie haben Kontakt gefunden, Gott und Jakob. Und die Situation ist folgende: Die Mutter von Jakob hat gemerkt, sein Sohn ist noch Single. Er hat gesagt, der Mann muss jetzt endlich mal ausziehen und eine Frau finden. Dann hat sie ihm gesagt, gang in mein Heimatland und such dir eine Frau aus, Gott wieder sagen wer. Oder, und dann ist der Jakob losgelaufen und er war beschäftigt. Er wollte eine Frau suchen. Oder? Und es heisst dort im 1. Mose 28, 10-13, Jakob aber zog weg von Beersheba und ging nach Haran, oder auf der Suche nach seiner zukünftigen Frau. Und er gelangte an einen Ort. Merkt ihr das? Er gelangte an einen Ort und blieb dort über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen des Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und an jener Stelle legte er sich schlafen. Da hatte er einen Traum. Sieh, da stand eine Treppe auf der Erde und ihre Spitze reichte bis an den Himmel. Und sieh, Engel Gottes stiegen auf ihr, also auf der Leiter, hinauf und herab. Und sieh, der Herr stand vor ihm und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir und deinen Nachkommen will ich es geben. Die Jakob hat einen Traum. Und in dem Traum sieht er eine Leiter aufgestellt, von der Erde bis in den Himmel. Oben ist der Himmel geöffnet und Engel steigen auf und ab. Und dann erscheint ihm Gott höchstpersönlich und sagt ihm, ich möchte dich und wird dich segnen. Was mir ins Auge gesprungen ist in dieser Geschichte, ist Folgendes, dass die Begegnung irgendwo im Nirgendwo stattfindet. An irgendeinem Ort. An irgendeinem Ort, nicht am Ziel, wo er will, nicht dort, wo er gestartet ist, sondern am Ort vom
Vielleicht unfreiwillig, vielleicht ist auf die Reise so lange an, hat niemand müssen schlafen. Der Ort hat nicht einmal einen Namen gehabt. Irgendein Ort. Ich finde das faszinierend. Es ist nicht der Ort, wo er schon am Ziel ankommt. Es ist nicht dort, wo er seine Frau gefunden hat. Und dann ist Gott ihm begegnet. Oder? Sondern irgendwie im Zwischenstopp. An der Kasse im Aldi. Wenn du musst warten. An der Bushaltestelle, wenn du musst warten. Oder im Bus sitzt, wenn es mal gerade nichts zu tun gibt. Wo man einfach mal sein kann. Und dann wachte Jakob auf und es heißt im Vers 16, da erwachte Jakob aus seinem Schlaf, nahm aus lauter Gewohnheit sein Handy in die Hand und checkte zuerst mal sein Instagram. Dabei vergaß er, was sich gerade zugetragen hatte. Wie viel von uns ist die erste Bewegung am Morgen früh, wenn das Handy läutet, der Griff zum Handy und automatisch der Check zu deinen Apps? Natürlich ist das nicht in der Bibel gestanden. Es steht Folgendes, oder er wachte aus seinem Schlaf und dann sprach Jakob. Und ich finde es so gewaltig, was er sagt. Fürwahr, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Gott ist an diesem Ort gewesen und ich habe es nicht einmal gecheckt. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort. Er ist nichts Geringeres als das Haus Gottes. Und dies ist das Tor des Himmels. Am anderen Morgen früh nahm Jakob den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, richtete ihn als Mazebe auf und goss Öl darauf. Und er nannte jenen Ort Bethel. Bethel heißt Haus Gottes. Der Jakob wacht auf und sagt, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich auf dem Stein, den ich als Kopfküsse gebraucht habe, gemerkt, dass das der Ort ist, wo Gott wohnt. Gott ist da gewesen und ich habe es nicht einmal gecheckt. Und er nimmt den Stein und richtet ihn auf als Mazebe, als Steinmol, als Erinnerungsstein. Und er sagt, ich möchte mich erinnern, dass ich da Gott begegnet wird. Schau, der Ort von der Pause, der Ort vom Zwischenstopp wird ihm heilig. Das wird ein heiliger Ort für ihn, ein Heiligtum, weil irgendwo im Nirgendwo begegnet ihm Gott. Und er nennt ihn Bethel, Haus Gottes. Und er realisiert, Gott wohnt da. Und ich habe es nicht gecheckt. Was ist der Ort in deinem Leben? Der Ort vom Zwischenstopp. Der Ort, wo es gerade mal nichts zu tun gibt, wo du normalerweise gerade füllst mit anderen Sachen, oder? Was ist der Ort für dich, wo du musst heiligen, wo du musst sagen, da ist Gott und das ist das Haus Gottes. Vielleicht ist es, dass du dein Handy beim Eingang vom Haus deponierst, vielleicht ist es, dass du nicht ins Schlafzimmer nimmst, vielleicht ist es mehr eine bewusste Entscheidung, dass du dich auf die Menschen einlässt, die gerade vor dir sind und nicht schon an das du denkst, was nachher kommt. Das ist I'm guilty of it, oder? Vielleicht nimmst du dir bewusst Zeiten, die dir sowieso schon gegeben sind, um dich bewusst auf Gott einzulassen. Weil er ist nicht weit weg. Er ist ein Zentimeter weit weg davon, dass du ihm kannst begegnen. Und ich möchte, dass wir offen sind für die Begegnungen, die Gott uns möchte schenken. Dass wir wach sind, die Serie kontaktlos. Es geht darum, dass wir wach werden für Kontakt, den er uns schenken will, im Sichtbaren, oder? Mit unseren Freunden, mit Menschen in unserer Kirche, in der Familie, aber auch für die unsichtbare Welt. Es wird dort beschrieben, er hat einen Traum, eine Leiter wird aufgestellt und Engel gehen dort auf und ab und der Himmel steht offen und Gott redet zu ihm im Traum, oder? Und das ist eine unsichtbare Welt, die für ihn plötzlich sichtbar wird. Und wir haben Mühe, heute hier im 21. Jahrhundert im Westen von einer unsichtbaren Welt auszugehen. Da haben wir Mühe, weil wir sind so erzogen und das ist unser Weltbild, dass es nur das gibt, was man sehen kann. Oder das, was man empirisch nachweisen kann, das ist das, was es gibt. Aber es gibt noch eine andere Welt, die wir nicht sehen. Die Welt von Gott. Es gibt Engel, es gibt eine himmlische
Welt. Und der Himmel ist nicht weit weg. Es ist nicht ein Ort, wo wir irgendwann, sondern der Himmel ist so nah. Der Himmel ist da. Gottes Gegenwart ist da. Seine Engel sind da. Und es braucht nicht viel, dass wir in Berührung kommen mit dieser Realität. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie kann ich mit Gottes Realität und seiner Welt in Kontakt treten? Ich meine, das ist eine sehr gute Frage und ich bin froh, dass du sie gestellt hast, weil es ist eine unsichtbare Welt, oder? Wie tust du mit etwas in Kontakt treten, das du nicht siehst? Das ist ein bisschen schwierig, oder? Wo laufe ich an? Laufe ich da an oder da an? Wo hebe ich den Finger an? Oder? Das ist eine unsichtbare Welt und das ist eine gute Frage. Wie kann ich Gott begegnen? Wie kann ich Gott begegnen? Und die Antwort ist folgende. Du brauchst eine Leiter. Du brauchst eine Leiter, die die Kluft zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt überbrückt. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament, weil Jesus beschreibt sich selber einig und er nimmt Bezug auf die Geschichte von Jakob. Er beschreibt sich selber als die Leiter, die die Engel auf und runter gehen. Und er sagt im Nathanael, im Johannes 1, Vers 51, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf dem Menschensohn. Er redet von sich selber. Jesus sagt, ich bin die Leiter, die Brücke zwischen Himmel und Erde, die Brücke zwischen unsichtbarer und sichtbarer Welt. Ich bin die Brücke zwischen Gott und Mensch. Und ihr werdet das erleben durch mich. Und Jesus sagt, dort wo ich bin, ist Bethel. Dort ist das Haus Gottes. Dort ist Gott gegenwärtig und erlebbar. Und dort, wo die Leiter Jesus aufgestellt wird, findest du zu Gott. Und die Leiter, wo Jesus aufgestellt worden ist, ist das Kreuz. Dort, wo Jesus ist, dort, wo er sein Leben hingegeben hat für dich und mich, finden wir zu Gott. Ich möchte allen klar machen, die mir heute zuhören, auch vielleicht du online via Podcast oder Audio-Podcast, was auch immer. Jesus hat die Leiter aufgestellt am Kreuz, damit du und ich, dass jeder Mensch Zugang hat zu Gott im Himmel. Jeder von uns hat einen freien Zugang zu Gott, dem Vater im Himmel, durch das, was Jesus am Kreuz für dich und mich gemacht hat. Diese Kluft können wir nicht aus eigener Kraft überwinden. Du kannst nicht einfach, weil du willst, in die unsichtbare Welt und wieder zurück. Das ist etwas, das ist eine Trennung da. Aber es ist ein Leiter aufgestellt worden, das ist der Jesus, der dir Zugang schafft zu Gott. Und der Schreiber vom Hebräerbrief beschreibt das so, wie Jesus das gemacht hat, wie er den Zugang für uns eröffnet hat. Im Hebräer 6, 18 bis 20 steht: Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Das heißt, Jesus ist ins Allerheiligste als Wegbereiter hineingegangen, als Brücke, um uns einen Zugang ins Allerheiligste zu ermöglichen. Das ist dort, wo Gott wohnt. Es redet hier vom Tempel und der Stiftshütte, dass es einen Ort gibt, der normale Bereich, und dann hat es aber einen Vorhang gegeben und das Allerheiligste ist dort. Und Jesus ist wie dort hineingegangen und hat uns den Weg eröffnet, dass du und ich können Gott begegnen. Und das ist unglaublich, weil du kannst die Leiter überall mitnehmen. Du musst nicht in ein Gebäude gehen, in einen Gottesdienst gehen, du musst nicht etwas irgendwie leisten. Du kannst die Leiter, den Jesus, wie dein Smartphone mitnehmen. Und sag jetzt mal, in deinem Hosensack dabei haben.
Du hast einen ständigen, stetigen, mobilen Zugang zu Gott. Aber die Leiter wird an einem Ort von der Pause und vom Zwischenstopp aufgestellt. Die Leiter ist nicht einfach ständig aufgestellt, so, ich bin jetzt im Himmel. Nein, nein, nein. Es ist wie eine bewusste Entscheidung. Der Zugang ist offen zu Gott und ich kann zu Gott kommen. Und ich nehme jetzt anstatt mein Handy oder was auch immer das ist, nehme ich wie den Jesus in Anspruch und sage, Gott, da bin ich. Und ich nehme einfach mal wahr, dass es Gott gibt und ich darf zu ihm kommen und ich mit ihm in Kontakt kann stehen. Und jetzt stellst du vielleicht eine weitere gute Frage und sagst, wie kann ich denn mit Gott Kontakt haben, wenn ich ihn nicht sehe? Und wie kann ich mit dem Jesus das machen? Das sehe ich auch nicht. Und das ist eine gute Frage. Und der Beschreiber vom Hebräerbrief sagt Folgendes, in Hebräer 4, Vers 3. Das heißt, denn als Glaubende gehen wir in die Ruhe ein. Und das ist das, was er davon redet. Das ist das Allerheiligste, dort, wo Gott ist. Und dort kommst du nur rein als Glaubende. Das, was du brauchst, damit du dort reinkommst und Gott kannst in Kontakt kommen, ist das Einzige, was du brauchst dafür, ist der Glaube. Du darfst glauben, dass Jesus am Kreuz alles für dich und mich gemacht hat, damit wir dort frei reingehen können und Gott begegnen können. Das ist das, was es braucht. Und schau, du allein bist nicht heilig genug, um in das Allerheiligste reingehen. Nein, 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 im Gegenteil. Wir dürften dort alle nicht rein. Aber Jesus hat uns heilig gemacht am Kreuz. Du bist nicht rein genug, sag jetzt mal so, dass du in das reine Allerheiligste zu Gott kannst gehen. Aber Jesus hat dich am Kreuz durch sein Blut gereinigt, dass du kannst zu Gott finden kannst. Du hast zu viel Schuld auf dir, dass du könntest in die Gegenwart von Gott kommen, aber Gott vergibt dir am Kreuz alle Schuld, dass du vergeben und frei kannst vor Gott treten. Und ich will, dass du verstehst, dass du wegen Jesus einen freien Zugang hast zu Gott. Aber die Leiter wird am Ort von der Pause aufgerichtet. Am Ort vom Zwischenstopp. Dort, wo vielleicht noch nicht alles erledigt ist. Und warum nimmst du dir in der kommenden Woche nicht vor, dass du gerade in diesen Zwischenstopps, dort wo du kurz mal nichts zu tun hast, dass du anstatt im Automatismus dein Handy oder was es immer ist, führen nimmst und dich ablenkst, dass du dich dort erinnerst, dass Jesus alles für dich vollbracht hat, dass du dich jetzt auf Gott einlassen kannst. Im Glauben. Und einfach ruhig sein und sagen, Jesus, du hast alles erledigt, dass ich zu Gott kommen kann. Und jetzt komme ich vor dich, Gott. Das ist nicht schwierig, es ist nicht viel, was es braucht. Es ist 1 Zentimeter weiter weg. In der Kasse, wo du stehst, oder in der Linie von der Kasse. Wenn du am Putzen bist, wenn du deine Kinder wickelst, wenn du jemandem zuhörst, es sind Momente, wo du einfach präsent sein kannst und wo der Himmel eine Realität werden kann. Weil Gott ist an diesem Ort. Gott ist an diesem Ort. Das ist das Haus Gottes. Wenn du jetzt den Stream schaust online und du bist voll dabei und dann ist die Predigt gerade fertig und alles fertig und dann ist es fertig und dann schlägt dir YouTube ganz viele andere Videos vor, die du jetzt noch anschauen kannst. Nimm dir kurz vor, nein, das mache ich nicht. Hock mal an und überleg dir, was das für dich bedeutet, dass der Zugang zu Gott frei ist. Gott ist an diesem Ort. Gott ist heute hier präsent. Gott ist an diesem Ort. Und wir haben es vielleicht nicht einmal gewusst und nicht einmal erwartet. Seine Welt, seine himmlische Welt ist gegenwärtig. Ich möchte jetzt zum Schluss für 2 Gruppen von Leuten beten.
Die erste Gruppe, vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe und das sind Leute, wo du merkst, du hast Gott ständig verpasst, weil du so beschäftigt bist in deinem Alltag. Durch dein Handy, was auch immer das ist, durch deine To-Dos und so weiter. Und du merkst, wenn du mir zuhörst, ja, ich gehöre zu diesen Menschen und du möchtest eigentlich connecten mit Gott. Du möchtest nicht, dass dein Leben an dir vorbei rasselt, einfach weil du so beschäftigt bist und abgelenkt und so, sondern du möchtest eine Begegnung mit Gott wieder haben. Und du merkst eigentlich, ich will das, wenn das du bist. Wenn das du bist, dann streck jetzt schnell deine Hand auf, wo immer du hockst. Wenn das du bist, du möchtest eine Connection mit Gott. Ja, voll, ganz viel. Ich strecke meine Hand. Ich möchte beten für dich, dass du eine Sehnsucht bekommst für eine Begegnung mit ihm, dass du ihn erlebst, gerade in diesen Zwischenhalts und Zwischenstopps, in diesen unvollendeten Ort. Jesus, ich danke dir für die Menschen. Ich bitte dich, dass du uns eine Begegnung schenkst mit dir. Du siehst, was an uns zieht, was an uns lastet, was uns will ablenken, im Wahnsinn vom Alltag vielleicht sogar. Ich bitte dich, dass du uns Sehnsucht schenkst mit einer Begegnung nach dir, die stärker ist als das Ziehen zu anderen Sachen. Ich bitte dich, dass du uns sensibel machst für deine Welt, für dieses Wirken, für dieses Reden, für deine Gegenwart. Amen. Amen. Ich möchte jetzt für eine zweite Gruppe von Leuten beten. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie Kontakt gehabt mit Gott. Vielleicht hast du es zum ersten Mal jetzt gehört, dass Jesus dir den Zugang zu Gott ermöglicht. Vielleicht hast du zum ersten Mal gehört, er hat alles für dich vollbracht am Kreuz, dass du kannst zu ihm kommen. Wenn das du bist, kannst du heute vielleicht zum ersten Mal in Kontakt treten, bewusst, wo du dich entscheidest, ich möchte das Geschenk annehmen, das der Jesus für mich erledigt hat und vollbracht hat am Kreuz. Und ich möchte zu Gott kommen. Auch wenn du daheim das zuschaust, vielleicht merkst du, das bist du. Wenn das du bist, können wir kurz alle die Augen zumachen. Weil das ist doch vielleicht ein bisschen ein persönlicher Moment. Aber ich möchte deine Hand kurz sehen. Wenn das du bist, ich möchte gerne für dich beten. Wenn du möchtest mit dem Jesus und mit dem Gott zum ersten Mal in Kontakt kommen. Vielleicht hat dich jemand eingeladen hierhin, vielleicht bist du mitgenommen worden, vielleicht schaust du es zu online, aber du merkst, jetzt ist dran, ich möchte zu Gott finden. Wenn das du bist, wenn alle die Augen zu haben, streck jetzt schnell die Hand auf, wo immer du, wink mir schnell zu. Ja, danke vielmals. Dort hinten, jetzt da, 1, 2. Merci vielmals. Wunderbar, wunderbar. Ich möchte für dich beten. Und wir als Church können gerne mitbeten. Jetzt, Jesus, ich danke dir für die Hände, ich danke dir für die Menschen, die gerne möchten mit dir connecten. Und du darfst, wenn du die Hand aufgestreckt hast, jetzt von Herzen mitbeten und mir auf das Gebet nachbeten. Gott, ich danke dir, dass ich Zugang habe zu dir. Zeig mir den Zugang. Ich möchte lernen, wer du bist. Ich möchte erkennen, was du für mich gemacht hast, Jesus. Ich möchte mich einlassen auf das Abenteuer mit dir. Amen. Fantastisch, so schön. Wenn du aufgestreckt hast, wir haben nachher noch das Gebetsteam, das bereit ist, während wir singen. Wenn du aufgestreckt hast, jetzt beim zweiten Mal vor allem, denn ich bin nachher dort hin, komm auf mich zu, ich möchte gerne dich kennenlernen, wenn dir das recht ist, und mit dir vielleicht die nächsten Schritte anschauen. Alle anderen, das Gebetsteam ist auch bereit für dich, zum für dich beten, jetzt, wenn wir singen. Du kannst mit einem Anliegen kommen, auch wo dich sonst belastet oder betrifft, oder wenn es etwas tut mit Ablenkung, kannst du auch gerne kommen. Aber wenn du beim zweiten Mal aufgestreckt hast, komm auf mich zu. Ich möchte gerne dich kennenlernen und mit dir die nächsten Schritte anschauen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen, lasst uns singen zu dem Gott, der so viel weg ist, und lasst uns unsere Hand ausstrecken, unseren Finger, und sagen: Gott, ich bin bereit für diese Berührung mit dir.